Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, ein bisschen was hat's gegeben. Das sieht doch schon nicht schlecht aus, 4500 Einnahme. Das gefällt mir. Es wird besser. So, was steht denn heute auf dem Terminkalender? Nix, erstmal Jodie hat bald noch Geburtstag. In 3 Episoden. Okay, was sagt der Wetterbericht? Wunderschön und sonnig, Meier. Und das Glück liegt heute in meiner Hand. Brief gibt's auch noch. Hallo Ackermann, wie laufen die Sache so? Du musst wohl ein Vermögen mit deinem Hof verdienen. Vergiss da Livi, all die Mama nicht, wenn du Millionär wärst. Alles Liebe, Mama, genieß dein Kuchen. Pinke Torte, das ist was für Hailey oder für Jess. Sodela. Na gucken wir erstmal hier nochmal bei der... Oh ja, da ist auch wieder was. Ein Flusskrebs. Das können wir, glaube ich, auch gut gebrauchen, oder? Warte mal. Jo, Flusskrebse können wir auch verkaufen. Beziehungsweise ins Gemeindezentrum rein. Ja gut, dann machen wir doch Folgendes. Wir heben eine Schnecke auf. Wir heben so einen Flusskrebs auf. Die Torte kommt erstmal durch rein. Und der kommt ins Gemeindezentrum. So, Fortschmeißer durch die Sache nur sehr ungern. Ups, Senfkohl verprügelt, wie sie das gehört. Und drauf. So. Schön, ein paar Sachen können wir jetzt auch mal ernten. Und wo ist dann unser Hund? Leberwurst. Ah, du bist. Du hast dich bei der Hinkle versteckelt. Und genauso hat sich der Artefaktplatz hier versteckelt. So. Na, uiuiuiui. Orange und Pershing. Halte mal eine Gaul an. Orange, ja. Pershing haben wir schon. Okay, sehr gut. Braucht nur noch ein Produkt, dann haben wir das gefürchtete Bündel durch. Und das ist genauso gefürchtetes Bündel hier. Sehr schön. Es wird doch allmählich. So, wie sieht es dann bei euch aus? Ja, genau. So, du gibst erstmal Milch. Du lauft's auch wie geschnitte Brot. Und hier machen wir den Amethyst weg. Können wir heute ein paar Sachen auf jeden Fall mal losgeben ans Gemeindezentrum. Und hier... Ja, die Claire Erna, die quakt natürlich noch fröhlich vor sich hin in ihrem Kügelstadium. Und so viel frisst die heute auch noch nicht. Na, ich will doch nicht mit dir retten. So, Entschuldigung, aber... Okay. Dann haben wir das hier und... Heu erstmal durch, wo es hingehört. Dann ihr nochmal... Du könntest mal allmählich ein großes Ei lecken, wäre ich mal sehr dankbar drum. So, Mayo frei. Und hier noch Käse frei. Okay, gut. Dann wollen wir mal. Dann machen wir uns ans Eigentliche, und zwar ans Felder wässern. Mit ein bisschen Gold, was wir haben, können wir leider noch keine wirkliche Goldbarre schmiede. Oder Gieße, besser gesagt. Oder Verhütte. Ist etwas schade drum. Aber das kommt alles noch. Kommt alles noch, keine Angst. So, ich bin hier mal sehr gespannt, ob wir das Gewächshaus bis zum Winter kriegen. Es wird ein Kampf, weil es geht im Herbst rum. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das gebacke kriegen. Okay. Ich befürchte eher nicht. Weil es an dem gefürchteten Bündel Tier wahrscheinlich scheitern wird. Aber ich hoffe natürlich darauf, dass es funktionieren wird. So. Hoffnung stirbt ja gewöhnlich zuletzt. Zumindest bei Menschen, die noch irgendwie eine Art von Hoffnung empfinden können. Huch. Entschuldigung, falls es eingefroren ist wieder. Ich habe wieder außerhalb von meinem Spielbildschirm geklickt. Du kannst das mal passieren. So. Na, so rum. Aber selbst wenn wir im Winter das Gewächshaus nicht hin oder das erst im Laufe des Winters kriegen, macht nichts. Macht alles nichts. Dann ist es ja alles nur Tierzeugs, was wir noch brauchen. So, oder? Und das können wir uns im Winter auch besorgen. Gut, irgendwas hat noch fertig produziert. Ich nehme mal die Mayo. Oh, das war gefährlich. So. Ah ne, dann scheint wohl irgendwas anderes fertig produziert zu haben. Vielleicht auch wieder unser Bam die Sirup abgeworfen hin. Jawohl. So. Dann geht's hier weiter.
Erstmal die Aubergine-Sammler. Sehr gut. Da brauchen wir auch welche fürs Gemeindezentrum. Na, sammelst du wohl. So. Süßkartoffel und Kürbis brauchen wir dann sonst noch. Gut, dann treiben wir uns auch hier in der Gegend rum. Dann sehen wir nämlich auch, dass gerade eben die Mayo aufgeploppt ist. Der Käse dürfte auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. So. Genau. Und weiter geht's. Immer heiter weiter. Sattler. Der Rest von der Aubergine können wir ja dann auch nochmal einlegen, beziehungsweise einfach mal aufheben. So. Gretel, ich weiß. Aber Käseproduktion von dir ist sehr wichtig. Deswegen musste ich dich leider wegschieben. So, dann geht's hier noch weiter. Und ich mache den ganzen Tag nur Spiralgießer. So. Können wir hier noch kurz auftanken. Ah, die sind kurz vor Ernte, die Dinger. Können wir auch schönes Preiselbeer-Gelee und so draus machen. Aber ich mag das ja auch total gern, Preiselbeere. Ups. Wobei ich auch ein ziemlicher Blau- bzw. Heidelbeer-Fan bin. Mag ich auch sehr gern. Vor Weihnachten habe ich als mal aus dem Game of Thrones Kochbuch habe ich als mal geeiste Blaubeeren mit süßer Creme gekocht. Beziehungsweise als Nuchtich halt zubereitet. Das war der absolute Hammer vom Geschmack. Vor allem diese Creme. Funktioniert völlig ohne Zucker, das Zeug. Richtig gut und richtig lecker. So, also die Dinger verschwinden ja auch nicht. Normalerweise trotz Hackeneffektivität noch 6 Tage oder noch 5 Tage müssten die Felder, so wie hier zum Beispiel das Endefeld, was ja auch verschwunden ist, müsste eigentlich weg sein. Das heißt, es wächst... Ach doch, ich sehe da hinten was... Ich sehe da hinten was Grünes rausblitzen. Also es wächst tatsächlich. Und sind die seltene Saate nicht verreckt. Gott sei Dank. Da wäre ich sehr arg verbittert, wenn das so gewesen wäre. Heidewitzka. Was ist denn da los? So, offensichtlich muss ich was futtern. Tja, Pershing haben wir ja schon. Das heißt, dann Pershing zwitscher ich mir jetzt mal rein. Was ist denn da los, dass ich auf einmal so viel Energie verschwendet habe? Okay. Entschuldigung. Entschuldigung, das war ein ganz, ganz dicke Kloß, den ich gerade im Hals gehabt habe. Nicht sehr angenehm. So, das hier nochmal. Und Mayo produziert. Gut. Weiter geht's. Ja, ich freue mich gerade echt, was da los ist, weil ich habe ja gar nicht so viel. Moment. Kann das sein, dass ich die 16 Energie irgendwie verschwendet habe, wegen dem Sprinkler hier? Ne, es kann gar nicht sein eigentlich. Sehr skurril. It's a kind of magic. So, da gehen wir mal durch hier. Dann haben wir heute im Gemeindezentrum auf jeden Fall ein paar Sachen abzugeben. Hallo Erna. Und dann gucken wir mal. So, das kommt rein. Von der Qualitätssache heben wir uns 1, 2, 3, 4, 5 wie üblich auf. Da heben wir uns mal 5 von denen auf. Und Annie kommt dann einfach rein zum Gemeindezentrum. Warte mal. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht organisiert haben. War vorher auch gut organisiert. Genau. Ein Normali, ein Kürbis und eine Süßkartoffel brauche ich noch. Okay. Okay, so hat es wieder optimiert. Na, in Ordnung. Soll mal recht sein. Gut, Destorei. Senfkohl kann auch rein. Hier ach. Die können fort. Das heben wir noch auf. Und das heben wir auch noch auf. Die Köder kommen auf jeden Fall noch dort hier. Kieferntier heben wir hier auf. Haben wir schon 7 Stück davor. Der heben wir auf. Und das kommt auch alles fort. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal, ob wir hier möglicherweise noch Haselnüsse haben. Oder Pilze. Haselnüsse und Pilze stehen halt noch total aus. Wir brauchen auch sehr viel Rohstoffe noch. Das heißt, vielleicht sollte ich heute nochmal... Ja, bei so wenig Energie ist immer scheiße. Es ist schwierig.
Okay, hier haben wir auch nix. Vielleicht... Nee, Abigail ist... Wo war denn die nochmal rumgestanden? Da habe ich sie doch erst in der letzten Episode irgendwo rumstehen sehe. Na egal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie an der Bushaltestelle hat sie rumgestanden, genau. Aber um die Uhrzeit bin ich bei Anime so sicher. Okay, so, erstmal hier. Du kommst da rein. Kürbis und Süßkartoffel warten wir noch, bis das kommt. Handwerker kommt auf jeden Fall die Orange mit rein. Da brauchen wir noch entweder Aprikosen, Apfel, Granatapfel oder Kirsch. Und dann hätten wir das gefürchtete Bündel auch erledigt. Und da... Oh, das lässt stark auf sich warten, das Zeug. Okay, dann noch die Krabbenreuse beenden. Kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Krabbenreuse geschenkt dafür. So, Flusskrebs rein mit dir. Und als Belohnung gibt's... Ja, es gibt 3 Krabbenreuse. Okay, gut. Na, Allah. So, der Wichtolosaurus trägt das violette Bündel jetzt auch wieder fort. Ja, gut. Da wir hier schon mal im Teich was hin, die ich doch glatt muss, Sache. Ich gucke jetzt mal kurz bei Abby vorbei, ob sie möglicherweise schon hier ist. Nee, also bei sich daheim ist sie nett. Bei Pierre möchte ich eigentlich auch gerade nichts kaufen, um ehrlich zu sein. Und dann stellen wir die 3 Krabbenreuse noch auf. Die hätte ich ganz gern im Ozean aufgestellt. Einfach nur, weil dort auch mal Hummer arbeiten können und manchmal, und ich glaube, es gibt noch so Quest, wo man auch wirklich einen Hummer abliefern muss für jemand. Gut, noch ein verlorenes Buch ist immer gut. Dann stellen wir das mal hier. 1, 2 und 3. Gut. Schauen wir mal, ob möglicherweise ein Hummer abbeißt. Das wird sich zeigen. Okay. Ich glaube nicht, dass Abby am Samstag schon in der Kneipe ist. Ich glaube, das ist wirklich nur ihre Freitagstradition. Du sollst nicht Mülltonne flattern, während der andere neben dran steht. Aber vielleicht ist er jetzt schon daheim. Bis zu ihrem Geburtstag dürften die Kürbisse eigentlich auch schon gut sein. Deswegen, ich gehe jetzt nochmal bei mir auf den Hof und breche noch ein paar Stähe. Weil ich brauche das auf jeden Fall. Die Ressource brauche ich jetzt sehr bald mit 12.000 Gold. Und mit sehr viel Ressource kann ich mir dann demnächst auch der größere Stall, das Stall-Upgrade kaufen. Und dann kann ich mal schon Ziege holen. Das wäre sehr, sehr praktisch. Gott, das Fass, das braucht ja auch wieder ewig. Gut, Honig. Und Mayo wieder. Machen wir mal hier der Schampel die Deckel hier zu. Und gucken, dass ich nochmal an Stährer komme irgendwie. Sodela. Große Stähe haben wir hier leider nirgendwo mehr. Dafür haben wir Bäume in Hülle und Fülle, wie das aussieht. So. Aber die Stäbe brauche ich gerade dringender, um ehrlich zu sein. Tja, da hätte ich mir vielleicht noch so einen Berghof holen sollen. Und nicht der Standardhof. Dann hätte ich im Berghof immer Stäbe brechen können. Schade drum. Da muss ich irgendwie vorbei. Dass ich da noch dran komme an die Stäbe wenigstens. Tja, Sense. Das Sense komme ich da wenigstens noch durch. Und dann mach noch die paar Stäbe, holen wir uns noch. Sodela. Dumm. Sense. Und Spitzhacke. Sadela. Ja gut. Es ist immer bitter. Es ist immer so bitter. Ohne Scheiß. Wenn die mir genug Energie für so einen Schampel hoscht. Okay. Na gut, wenigstens ein paar Stäbe haben wir noch. Ja, jetzt haben wir aber wirklich keine Energie mehr. Dann füllen wir die Gießkanne noch auf. Falls es uns... Es kostet uns keine Energie. Wenigstens das. Okay, gut. Dann Honigrei, Mayo-Rei. Der rechtliche Schampel kommt hier rein. Brauchen, glaube ich, 150 dafür und 450 250 mindestens. Aber 400, glaube ich. Irgendwas mit 400 war es.
Na gut, dann sollten wir zeitig ins Bett. Morgen ist nix. Dann ab in die Fall und dann schauen wir mal, was morgen uns noch erwarten könnte. Gut. Sieht soweit ganz ordentlich aus. Und Kikariki. Ist ja ein schönes sonniges Tag gemeldet. Was gibt's da noch in der Glotze? Königin der Soßen sagt Tortillas. Wie viele von euch vertrinken gerade ein Fertig-Burrito aus dem Mikro, während sie meine Sendung gucken? Schämt euch! Ihr könnt genauso gut eure Bohne in alte Butzlappe wickeln. Oder in alte Butzlumpe wickeln. Hören wir mal gut zu. Wenn ihr mal frische, rustikale Mais-Tortillas ausprobiert, kennt ihr nie wieder zurück. Das glaube ich. Das schmeckt bestimmt richtig, richtig gut, wenn die selber gemacht sind. Neue Windböe. Hoch. Und der Wahrsager sagt, Geister sind höchst unzufrieden. Ach du Scheiße. Ah, da ist mal wieder was produziert worden. Ein Gewürzbeerenwein. Wir haben schon einen Wein aufgehoben. Ja. Dann kann der fort. Und, wir machen mal wieder einfach Bier. So. Nee, wir machen kein Bier. Wir machen kein Bier. Ups. Wir machen heute mal was anderes. Und zwar machen wir heute Met. So. Dann habe ich nämlich einmal für den nächsten Willi-Geburtstag was Gescheites parat. Alle Haupt, wie schaut's dann hier aus? Oh, das ist auch Feuchtwoche noch. Heute leider nur Müll im Angebot. Schade. Köder kommen trotzdem rein. Interessant, dass ab dessen Nasswoche ist. Das können wir auch nicht abernten. So. Ups, das wollte ich doch gar nicht. So, das kann hier wieder rein. Alles, was hier gehört. Na. So. Dann holen wir uns hier noch. Die Hinkler sind alle gut gestreichelt. Ah, großes braunes Ei. Endlich. Darauf habe ich wirklich gewartet. Sehr schön. Mal raus, Dote mit. Und bei euch warte ich auf die große Milch. Aber ich krieg nur normale Milch. Ah, ich kriege eine große Milch. Sehr schön. Heute ist Tag der Tiere, wie es aussieht. Perfekt. So, rein damit. Da wird nämlich auch nur Käse produziert. Super Sache. Ja, unseren Apfelbaum, der wächst. Ach, finde ich auch sehr gut. Aber Äpfel wachsen natürlich noch nicht dran. Bisschen Lehm noch. In der Höhle ist leider nichts. Aber das macht nichts. Es entwickelt sich alles sehr gut. Weil mit den zwei verschiedenen großen Eier war schon mal etwas, was ich damals nicht machen konnte in meinem anderen Spielstand, weil ich ja halt nur nur braune Hühner gehabt habe und keine weiße Hühner. Das heißt, da konnte ich dann die zwei Arten von Eiern nicht abgeben und musste dann dafür wirklich dann auf ein Schaf und so weiter warten, damit ich die Rohstoffe von dem Tier ins Gemeindezentrum geben kann. Das heißt, da habe ich mir zumindest schon mal einer gespart. Das gefällt mir sehr gut. So, dann geht es hier gerade weiter. Zumindest die Reihe kriege ich noch voll. Bevor ich wieder nachfüllen muss. Und zack. So, da. Du kommst auch noch mit, du Eichenharz. Das klingt wie so ein schlechter deutscher Adelstitel, oder? Freiherr von Eichenharz. Okay, weiter geht's. Und hier auch nochmal die Spirale gehe. Beim Senfkohlfeld. Eigentlich ist das immer reserviert für die große Pflanze der Jahreszeit. Sprich für Kürbisse, für Melone und so. Ach ja. Hat jetzt einfach mal Ordnung durcheinander gebraucht, weil du das Mais, nicht das Mais, das Wezefeld war. Gut, zwischendrin liefere ich nochmal hier das Zeug ab. Müll kann rein, das kann rein. Und die behalten wir. Die kommen dann später ins Gemeindezentrum fürs Bündel Tier. Gut, gut. Irgendwas ist nochmal spontan entstanden. Ich glaube, das müsste die... Entschuldigung, das müsste die Mayo sein. Ich bin jetzt aus was hier auf OBS komme. Heidewitzka. Also wenn ich zu weit links drücke, ist nicht so gut, merke ich. So, das Silberei darf rein. Ah, dafür haben wir nur normale Mayo gekriegt. Schade drum. Okay, gut.
Dann sacken wir gerade wieder ein bisschen mehr Ei. Nett, dass uns dann wieder auf die letzten 3 Tropfen was ausgeht. Das ist dann immer sehr ärgerlich, finde ich. Aber ich muss gerade sagen, es ist echt angenehm. Dafür, dass es in den letzten paar Tagen so extremst abartig heiß war, hat es jetzt seit ein paar Tagen, seit 3 Tagen insgesamt. Entschuldigung, ihr liebe Leute, das habe ich wirklich zu stark nur weit links geklickt. Ja, seit Dienstag, heute ist Freitag. Also seit 3 Tagen ist es jetzt der 3. Tag in Folge, wo es mal etwas gemäßigter ist vom Wetter her. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich als Sommerhitzenhasser. Okay, so. Hat das wieder gepasst. 144 haben wir noch. Ich glaube, das war der Käse, ne? Ja. Ne, mit dir wollte ich nix. So. Es tut mir leid, wenn dann der Bildschirm so einfach dann einfriert. Das ist nicht das, was ich möchte. Aber sehr gut. Die Pflanzen sind jetzt sehr eindeutig sichtbar. Und ich habe echt befürchtet, die verrecken mal hier oder die Krähehänse rausgepickt. Glücklicherweise ist die Angst unbegründet. Gott sei Dank. Ich habe echt schon das Schlimmste vermutet hier. Das wären 5000 Gold gewesen, die mal wirklich flöte gegangen wären. So, das sind die Süßkartoffeln, ne? Wunderbar. Dann sollte man dringend heute noch Bäume schlagen. Das heißt, wir müssen uns Energie noch sammeln. Also heute auf jeden Fall noch Energie. Und dann nix wie ab zum Bäm-Schlager. Da haben wir hier mehr als genug zur Auswahl. Und ich finde, wir sollten mal bei Opas Schrein sauber machen. Dass Opas Schrein auch mal frei von Bäumen ist. Finde ich persönlich sehr gut. So. Gut, gut, gut. Und Stäh können wir dann mal wieder brechen, wenn wir wieder in die Mine gehen. Da sollten wir dann Kenner von der großen Stäh vergessen und unbeachtet lassen. Weil die geben dann immer 10 Stück gleich. Das ist schon sehr nützlich. Alla hopp. Mayo ist da. Sonst steht heute nichts auf dem Plan. Ja. Gut. Das heißt Energiesammler. Und dann nichts wie fort. So. Was gibt's denn eigentlich für die Quest hier? Sieht man noch nicht. Okay. Du reite mit. Reite mit. Und der kommt auch fort. Und die Mayo ist selbstverständlich. Ach. Immer große Milch und großes braunes Ei. Und wir zwirbeln uns noch rein. Hopfen zu ihrem Vergnügen, Ackermann. Blachs. Are zu und Halsenei. Aber es bringt auf jeden Fall schon mal viel. Haben wir sonst schon was viel bringt? Ja. Irgendwas, was viel noch bringt, sollte auch noch mit reingezwirbelt werden. Wobei die 2 Höhle-Karotte, die man da gefunden haben, die können wir uns genauso gut reinpfeifen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Energie, um heute nochmal ordentlich was zu bringen. Um ordentlich Leistung zu bringen noch. Gut, da wächst auch noch die Haselnuss. Perfekt. Genau darauf habe ich gewartet. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der gewöhnliche Pilz. Ne? Dann hätten wir auch das Bündel mit der wilde Herbstsaat vorbei. Und könnten die Dinger auch noch abpflanzen. So. Ich hoffe, uns begegnen durchaus noch gewöhnliche Pilze hier während dem Herbst. Die sind anscheinend etwas versteckt, die Teile. Wenn ihr allerdings wisst, wo es die Dinger gibt, wo es irgendwo so spezielle Orte von den Dinger gibt, gebt einfach Bescheid. Würde mich interessieren, wo ich so... Ah, im geheimen Wald vielleicht. Ja, das wäre es natürlich. Das wäre die Idee natürlich. Warum komme ich denn jetzt schon früher drauf? Natürlich, wenn ich was sammeln will, dann gehe ich in den Wald an Pilze. So, das gehört dort hier. Eier und Milch. Jetzt fehlt nur noch ein Ente, Ei und Wolle. Das heißt, Schaf müsste ich dann noch holen dafür. Aber Ziege. Ziege wären vielleicht auch noch angebracht. Große Ziegemilch. Und für Handwerker
Bräuchte ich einfach eine Frucht noch, wenn möglich. Schauen wir mal, was die Fledermaushöhle da ausspuckt. Wäre aber schon sehr, sehr praktisch. Den Amethyst hebe ich vielleicht auch wirklich für Abbys Geburtstag auf. Dann machen wir jetzt erstmal durch rein. Dann gehen wir jetzt nochmal ein paar Bämschlacher. Upsala. Der hätte gern gewöhnliche Pilz. Ja, das hätte ich auch gern. Aber wir merken es uns mal. Und gehen jetzt da mal rein. Und es ist sehr gut möglich, dass wir da nicht nur gewöhnliche Pilz finden. Genug Zeit haben wir ja auch. Und wenn wir sowieso gerade dort dann in der Nähe vom Hof sind, beziehungsweise auf dem Hof sind, können wir ja so lange eigentlich Bämschlacher, bis die Zeit uns sagt, jetzt hört's aber auf, Kerl. Im Winter können wir da anscheinend auch sehr viel Bämfäller. Reisewagen, Reisewagen. Käferfleisch und Knoblauch, Orangensetzling, nö, danke. Eine Kokosnuss. Die können wir tatsächlich für Linus, glaube ich, mal aufsparen. Der steht total auf sowas. Und ansonsten Kaffeebohne. Pflanze sie im Sommer, um eine Kaffeepflanze wachsen zu lassen. Lege 5 Bohnen in ein Fass, um Kaffee zu machen. Ich kauf mal jetzt einfach mal Annie. Okay, das Kaffee lockt mich immer. Ich liebe ja Kaffee. Bin ja auch schon so ein halber Coffee addicted. Aber ich weiß auch, wann genug ist. Ich bin jetzt keiner, der maßlos Kaffee säuft. Irgendwie so 20, 30 Tasse am Tag. Aber ich trinke morgens meine Tasse Kaffee. Und ich trinke, abends mal ganz gern meine Tasse Kaffee. Das heißt, ich bin schon ein regelmäßiger Kaffeetrinker. So, schauen wir mal, ob sich hier möglicherweise was ergibt. Wäre ja schon ganz schön, wenn hier Pilze wären. Ich meine, es ist Herbst, das ist die Jahreszeit. Also Hartholz kriegen wir hier auf jeden Fall im Wald immer genug. Da müssen wir mal keine Angst haben. Bin ich mal gespannt, was bei der Kaffeepflanze dann wächst im Sommer. Können wir auf jeden Fall mal für den nächsten Sommer sparen. Ob du dann nur eine dran wächst oder 2 oder 3. Weiß der Teufel. Ich bin echt mal gespannt drauf. Und Kokosnuss können wir als super Geschenk für Linus oder Linus aufheben. Das ist dem sein Lieblingsgeschenk. Und da wir derzeit noch nicht in die Wüste können, bietet sich das super an. Das heißt, die kommen auf jeden Fall schon mal in die Kiste rein. Auf den Kaffee freue ich mich echt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Kann man anscheinend auch nur am Reisewagen kaufen, wie es aussieht. Naja, wir gehen jetzt wieder zurück. Pilze haben wir heute leider nicht im Wald gefunden. Eventuell mal wann anders. Wird sich zeigen. Dann gehen wir auf jeden Fall noch over. Und schlagen mal etliche Bäm zusammen. So, da. Ich will um Großvaters Schrein aufgerahmt haben. Das heißt, wir machen hier erstmal auch mit das Senseklar-Schiff. Gemischtes Saat gibt es sogar auch noch. Interessant. Am Anfang war man sehr drauf angewiesen, wenn ihr euch noch erinnert. Mittlerweile ist gemischtes Saat so etwas, ja, habe ich keinen Bock drauf eigentlich, weil weiß, was rauskommt und eventuell dauert es so lang. Und am Anfang war es eigentlich schon fast essentiell, dass man die Dinger aufhebt. So. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall schon mal klar Schiff. Ups. Nix verschwende, Ackermann. So. Wobei, warte mal. So ist ein Steg, glaube ich, im Weg. Genau, dann können wir das Wege brechen und dann können wir es hier in die sichere Gefilde reinschmeißen. Gute Sache, gute Sache. Anscheinend hat mich irgend so ein Blob wohl auch erwischt, wie es aussieht. Sonst... Ah ja, genau. 3 haben sie mal abgezogen, die Mistviecher. So. Dann weiter hier. Ich will das klar und sauber machen. Und als weiter, wenn wir genug von allem haben, dann können wir auch sehr gern Müsli-Riegel nochmal herstellen. Damit wir das noch gescheit gebacken kriegen. So. Das kommt alles in die sichere Gefilde rein. Fort mit dem Schampel und weg dort damit. Dann hier sind auch noch jede Menge Sachen. Da können wir auch noch hier Freihacke selbstverständlich und auch noch mit der Spitzhacke. Und dann geht es hier weiter. Sauber und ordentlich. Hat alles seinen Sinn und Zweck.
Die kleinen Bäume dürfen durchaus wachsen. Habe ich persönlich null Probleme damit. Die können ja gern nachwachsen, dass wir später wieder was haben zum Feller. So, dann geht's hier weiter. Und da sind noch die Stähe im Weg. Das heißt nichts wie drauf mit der Spitzhacke. Und hier als drauf und Wetter. Dann ist der Schrein vom Opa wenigstens mal sichtbar hier. So. Okay. Dann weiter hier. Hier ist Holz im Weg. Hier machen wir den mal weg. Da muss ja in irgendeine Richtung muss es Amok gehen. Sehr schön. Als wüsste die Pflanze, dass er freiwillig noch rechts zu gehen hat. So, beziehungsweise zu Fäller hat. So, da. Dann dürften wir jetzt auch in der Lage sein, Müsli-Riegel zu machen. Enna sogar. Okay. Na gut, dann pfeifen wir uns auch noch rein. Ich meine, wir haben ja immerhin noch genug Erwet vor uns und wir haben fleißig Holz gesammelt. Ich glaube, das Achievement mit Förster, was ich gewählt habe als Job, war gar nicht mal so verkehrt. So, da können wir das Zeug jetzt auch nochmal fällen. Die lose Dinger können weg. Und der kann auch nochmal hier weg. Der wird jetzt aber noch links fallen, bin ich mal sehr sicher. Okay. Der da auch noch, aber der fällt noch rechts um. Und wenn wir hier Ordnung schafft, bin ich schon mal sehr glücklich. Dann hier das Zeug muss noch weg. Genau, dann kommt hier die Axt wieder zum Einsatz. Und hier das Zeug fort. Ich hoffe, das fällt noch so, dass ich noch dran komme an das Zeug. Leider nicht an alles. Schade. Aber da können wir es machen. Hätte ich jetzt einen Magnetring, wäre es natürlich praktisch. Okay. Gut, wir haben alles. Wir schauen mal, ob ich noch Müsli-Riegel machen kann. Ja, für zwei Müsli-Riegel reicht es noch und jetzt sollte man wirklich in die Koje. Okay, das war schon mal sehr gut. Vom Holzertrag. Und dann sollte man morgen in die Mine gehen. Bin ich sehr stark dafür. Gut, hier holen wir uns noch mal den Honig, damit wir nochmal ein Met machen können. 450 haben wir 100%ig im Sack und da müssen wir mindestens 250, glaube ich, haben. Gut, gemischtes Saat haben wir hier noch drin. Das kommt auch woanders hier. Das kommt rein. Müsli-Riegel heben wir uns auf. Hier kommt das rein, das kommt hier rein, genauso wie die Kokosnuss. Und die Winterwurzel wird verkäft und der Met, dann heben wir 100%ig auf. Das ist dann nämlich für Willis und Pams nächste Geburtstag was. Dann heben wir hier auf. Okay, ich muss jetzt gerade gucken, wie weit wir sind. Elliots Geburtstag, ja, das heißt, die Episode endet hier, ihr liebe Leute. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, Eiern Yankee.